bilganimizdek Allohdan boshqa madadkori yo'q. Zulmga bosh egmaydigan haqqoniy millatmi yo'q emas. Vijdoniy burchlarini ado qilish, xalqimizning hurligi, xotirjamligi va ikki dunyolik baxt saodatini qo'lga keltirish uchun o'zligidan qo'zg'alib, qonliq badallar bilan tarix betlerinde şanlıq sahifelerini açkan san-sanoqsiz mərd mücahid qız oğlanlarımız, şir yürek kahramanlarımız üzülmey çıkıp durdu. Ularının ısık qonları ve canları bedligi qo'lga keltirgan şanlıq natijaları heligar şu niyetlerinin oldan qalsı tushib ketgan bo'lsa-mu, ularning ish izlari xalq qalbidan ve Allah'ın rahmet nazarıdır. Meyli qanchalik bedellerini berip mi hiç nimege erişemey dünyadan kessin. Çünkü ularının görüşü haqqan. Wir schützen den Staat und seine Bürger und werden das Gesetz und die Stabilität bewahren. Der martialische Auftritt soll vor allem eines: einschüchtern. Und durch die Straßen schallt es aus Lautsprecherwagen: Bürger, Genossen, bewahrt Ruhe, es ist kein Konflikt zwischen den Volksgruppen. Es war nur die Tat einiger böser Menschen. Heute Mittag, wir stehen vor der Moschee am Bazar von Urumqi. 2.000 bis 3.000 Gläubige würden zum Freitagsgebet kommen, hatten uns die Menschen hier gestern noch gesagt. Doch auf dem Minarett, wo sonst zum Gebet gerufen wird, 3 chinesische Soldaten. Die Moschee, abgeriegelt von mehreren hundert schwer bewaffneten Militärs, bleibt heute geschlossen. Wir wollen wissen, warum das so ist. Doch alle hier sind nervös. Wir wissen das nicht, mehr wollen sie uns nicht sagen. Auf der Straße vor der Moschee ringt sich eine Frau dazu durch, vor unserer Kamera zu sprechen. Und wir spüren ihr Unbehagen dabei. Alle Leute hier haben Angst, die Uiguren haben Angst, ich habe Angst. Mehr sage ich nicht. Das Ordnungsamt habe sie angewiesen, ihre Geschäfte abzuschließen, nach Hause zu gehen und dort zu beten, erzählen uns die Geschäftsleute und Restaurantbesitzer hinter dem Bazar. Wir werden angesprochen von jungen Männern Uiguren, aber sie wollen nicht erkannt werden, auch sie haben Angst. Sie erzählen uns, wie Chinesen bewaffnet mit Knüppeln und Messern durch ihr Viertel gezogen seien, um Rache zu nehmen für die Toten vom Sonntag. Die Polizei habe dabei zugesehen, sie hätten kein Vertrauen mehr, müssten ihre Verteidigung selbst in die Hand nehmen. Dann hören wir, dass weiter drinnen im uigurischen Viertel doch eine Moschee öffnen durfte, nachdem es zuvor zu wütenden Protesten gekommen sei. Nach dem Freitagsgebet werden wir umringt, in der Masse fühlen sich die Menschen sicherer. Die Polizei würde durch ihr Viertel gehen und wahllos junge Männer verhaften, erzählt uns einer. Die Welt müsse das erfahren. Auf dem Rückweg werden uns heimlich Zettel zugesteckt, die wir erst an einem unbeobachteten Ort öffnen und uns später übersetzen lassen. Wir wollen Freiheit und Demokratie, wir werden unterdrückt und nicht gleich behandelt, haben keine Autonomie. Wir vertrauen nur dem Westen, ist unter anderem darauf zu lesen. Doch für solche Klagen haben die meisten Chinesen kein Verständnis, erst recht nicht nach den blutigen Unruhen vom Sonntag. Was ich gesehen habe, war schlimmer als ein Horrorfilm. Wir hoffen alle, dass die Regierung diese Leute hart bestraft. Diese Leute werden zu sehr von der Regierung toleriert. So viele Unschuldige sind gestorben. Man hat versucht, die Uiguren zu erziehen und zu überzeugen. Aber das hat alles nichts genutzt. Später hören wir, dass Sicherheitskräfte vor einer Moschee etwa 20 Protestierende brutal zusammengeschlagen und verhaftet haben sollen. Die Atmosphäre hier in Urumqi ist bis zum Zerreißen gespannt und wer behauptet, der Konflikt habe keine ethnische Dimension, der belügt sich selbst. Das jedenfalls ist unser Eindruck.